Hallo Reisefreunde und herzlich willkommen in der Hauptstadt von Litauen, Vilnius, ganz genau. Wir stehen hier auf dem Parkplatz, wir haben hier bereits übernachtet, weil wir waren gestern schon hier, hatten gestern schon eine Führung durch die Stadt. Hier gibt es auch eine Free Walking Tour. Die Infos findet ihr natürlich wie immer in der Touristeninformation, für einmal nicht unten dran. Entsprechend wissen wir schon ein bisschen was über die Stadt, kennen schon die schönsten Plätze, aber heute ist das Wetter deutlich besser als gestern. Wir wurden ein bisschen nass und deshalb erkunden wir heute zusammen mit euch die Hauptstadt von Litauen, Vilnius. Grün steht für die vielen grünen Flächen in Litauen, für Nationalparks, aber auch für Vilnius, eine der grünsten Städte überhaupt. Rot steht für das viele Blut, das hier vergossen wurde im Land. Aber für was steht Gelb? Na, für den Sonnenschein, den es hier gar nicht mal so oft gibt. Und zusammen gibt das Litauen. Auch in dieser Stadt gibt es einen Markt und jetzt erkunden wir den mal zusammen. So, wir haben genascht und zwar gibt es hier so einen Bagel. Das ist eine jüdische Spezialität und die Stadt hier, allgemein Litauen, hat eine sehr große Vergangenheit, was Juden betrifft. Natürlich infolge der Kriege auch eine sehr traurige Geschichte, weil über 95% der Juden, die hier mal heimisch waren, die wurden in Arbeitslager oder in noch schlimmere Lager geschickt. Aber wir freuen uns jetzt, dass die Kultur ein Stück weit hier noch existiert und ja, beißen mal rein in so einen jüdischen Bagel. Nicht nur die Hauptstraßen sind begehrt oder schön, sondern es lohnt sich auch immer ein bisschen in die Hinterhöfe zu gehen. Ganz oft verbirgt sich da drin auch so wie ein verstecktes Labyrinth und man kann, ohne auf Hauptstraßen zu gelangen, sozusagen durch das ganze Zentrum von Vilnius gehen. Das hier ist allerdings eine Sackgasse, aber eine schöne Sackgasse. Vilnius wäre ja so gerne eine Velo- oder eine Fahrradstadt und es gibt auch ganz viele Fahrräder zum Mieten. Klappt aber nicht ganz. Was man viel mehr sieht in Vilnius sind solche Luxuskarossen. Und zwar die ganz großen Luxuskarossen bis hin zum Rolls-Royce. Hätte ich persönlich nicht erwartet in Vilnius. Was man dazu auch sieht, sind Elektrofahrzeuge. Es gibt viele Tankstellen, Elektrotankstellen und auch eine eigene Spur in der Stadt für Elektrofahrzeuge. Tja, Vilnius überrascht auf der ganzen Linie. Natürlich waren wir gestern ja auch schon in der Touristeninformation, da haben wir Prospekte mitgenommen, wie zum Beispiel machen Sie das Beste von Vilnius in 3 Tagen, die Markthalle, da waren wir ja gerade eben, oder traditionelle litauische Gerichte und Biere und ihr merkt vielleicht schon eins, das ist alles deutsch. Kann man einfach so eine Touristeninformation mitnehmen und die geben einem dann auch gleich die Informationen raus für die Free Walking Tour, die ja kostenlos ist, sprich man bezahlt am Ende einfach, was man bezahlen möchte. Oder es gibt sogar eine deutsche Stadtführung, die findet 3-mal die Woche statt, die kostet dann 10 € pro Person und an welchen Tagen das die stattfindet, das erfahrt ihr natürlich in der Touristeninformation. Und zusätzlich sehen wir gerade im Hintergrund die ganzen
Kennzeichen, oder? Genau, So die gut Beschilderung konnten wir uns- ist einfach auch wirklich exzellent in der Stadt. Man braucht eigentlich den Stadtplan kaum, weil wenn man weiß, wo man hin möchte, dann hat es hier immer diese Schilder. Und ja, es gibt auch ganz spezielle Straßennamen. So gibt es zum Beispiel eine deutsche Straße oder es gibt eine jüdische Straße. Und ihr seht es diesen Schildern an. Also es ist echt auch dann im jeweiligen Land angeschrieben. Wir sehen hier den bekannten Formel-1-Weltmeister Nico Rosberg, der Nein zu einem Bier sagt. Er selber trinkt ja gerne Alkohol, gerade wenn er Rennen gewonnen hat. Das hat aber einen klaren Grund, denn in Litauen ist es wirklich verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Und nicht einfach wie in Amerika, wo man dann die Flasche verpacken kann, sondern es ist effektiv verboten. So auch auf den Campingplätzen. Wenn man auf dem Campingplatz fährt, darf man nur an der Bar des jeweiligen Campingplatzes Alkohol trinken und nicht vor dem eigenen Fahrzeug. Und das ist schon etwas ganz Spezielles und hat natürlich auch den Hintergrund, den Alkoholkonsum hier im Land ein bisschen einzuschränken. Und Steffi hat natürlich gerade noch ein Detail gesehen, das entscheidend ist. Nico hat natürlich noch einen Autoschlüssel in der Hand. In Litauen gilt nämlich auch 0,0 Promille. Usopio Republika. Sind wir ja schon im 41. Reiseland? Wäre cool, oder? Man könnte es fast meinen. Das ist eine abtrünnige Region innerhalb der Hauptstadt. Sie haben ihren eigenen Präsidenten, eine eigene Verfassung, die schauen wir uns später noch an, einen eigenen Bischof und Eine eigene Hymne. Eine eigene Hymne, alles was sozusagen ein eigenes Land braucht zum Leben. Wespe. Sorry. So, jetzt. Früher lebten hier wirklich die Ärmsten der Armen, weil der Wohnraum, der war hier einfach mit Abstand am billigsten. Entsprechend groß ist natürlich dann auch die Rate der Leute, die vielleicht so ein bisschen einen zwielichtigen Hintergrund haben. Es gibt eine Straße des Todes, wo wirklich so heißt, weil da Tote einfach rumgelegen sind. Und ja, mittlerweile hat sich das so ein bisschen gewandelt. Das ist so ein Künstlerviertel geworden. Das hat jetzt hippe Bars und Restaurants und hat einfach sehr, sehr viel Kunst. Und ja, ich würde sagen, zückt mal die Pässe, liebe Reisefreunde. Wir gehen in die Usopio-Republik. Der geteilte Eisberg im Hintergrund, den ihr seht, der symbolisiert Litauen und Polen. Das war ja immer mal wieder zusammen, wieder auseinander, wieder zusammen, wieder auseinander. Und die größte Assoziation hat Litauen immer noch zu Polen. Und darum hat es da drin auch einen Spiegel. Also wenn man in den Eisberg hineingeht, sieht man sich selber im anderen Land. Und das ist sozusagen ja, der Sinn des Künstlers dahinter, dass das eine Einheit bildet. Zum 100-Jahres-Jubiläum von Litauen gibt es hier noch eine ganz spezielle Installation. Ihr seht, wenn ihr die Wand anschaut, nur eine Frau, oder? Ja, mein Handy, das sieht einiges mehr. Wie die App genau heißt, das findet ihr an der Wand hier angeschrieben und wir schreiben es euch auch noch mal kurz rein. Es gibt ganz verschiedene Spots hier. Auf der Karte kann man die dann auslesen. Es gibt sogar auch Spots in Deutschland, in Berlin sind die. Zum Beispiel hier beim, was ist das? Keine Ahnung wo, aber wer es kennt, der findet das bestimmt heraus. Ja, irgendwie cool und so voll 2.0. Das hier ist einer von gerade mal 2 Wasserspendern. Das Spezielle an diesem Wasserspender hier, wir sind ja immer noch in dieser speziellen Republik und am 1. April fließt hier für 1 Stunde lang, und das ist jetzt kein Scherz, Bier.
und kein Wasser. Bloß es weiß niemand, in welcher Stunde genau, wann das Bier hier fließt. Und deshalb ist dieser Brunnen oder dieser Wasserspender hier am 1. April den ganzen Tag über natürlich sehr beliebt, weil ja, kostenloses Bier, 1 Stunde lang, da sagen die Litauer natürlich nicht Nein dazu. Leute, wir haben uns einen Sticker gekauft und zwar von dieser Republik. Nicht einfach, weil die Republik so cool ist, sondern weil die Stadt an sich wirklich richtig cool ist. Und ihr wisst alle, wenn ich einen Sticker kaufe, dann muss schon was dahinter stecken und diese Stadt hat es wirklich verdient. Sie ist hip, modern, extrem sauber, also man könnte überall vom Boden essen. Diese Stadt hat es mir persönlich wirklich angetan. Und wer Lust hat, der kann sich hier seinen Pass stempeln lassen. Ist allerdings ein kleines bisschen illegal. Und wie versprochen stehen wir jetzt hier auch noch bei der Verfassung. Die gibt es in zig verschiedenen Sprachen und jedes Jahr kommt eine neue dazu. Früher war das auch ebenfalls immer am 1. April. Jetzt ist das so ein bisschen ungewiss und man weiß nie, an welchem Tag hier irgendwann wieder eine neue Sprache hängt. Wir haben uns ja schon überlegt, Deutsch gibt es, aber wir könnten ja die schweizerdeutsche Version einreichen. Dann würden wir auch die Staatsbürgerschaft bekommen. Genau, dann wirst du Ambassador und kriegst die Staatsbürgerschaft hier. Aber jetzt lies mal ein paar vor hier. Okay. Jeder Mensch hat das Recht, am Fluss Vilnele zu wohnen und die Vilnele hat das Recht, an jedem vorbeizufließen. Dann haben wir zum Beispiel, jeder Mensch hat das Recht, einzigartig zu sein, hat das Recht, sich zu irren, hat das Recht zu sterben, er ist aber nicht verpflichtet dazu. Ja, ist ein bisschen laut hier, oder? Vilnius hat irgendwie einfach gar keine Fußgängerzone. Hier fahren überall Autos rum. Also zack, zack. Jeder Mensch hat das Recht, eine Katze zu lieben und für sie zu sorgen. Und weil das jetzt ein bisschen unfair wäre, wenn hier nur Katze steht, haben sie noch einen Paragraphen ergänzt, der das auch für Hunde sagt. Es gibt aber noch einen speziellen für die Katzen. Eine Katze ist nicht verpflichtet, ihren Hausherren zu lieben. Aber in schweren Momenten muss sie ihm beistehen. Also ihr seht, hier gibt es ganz viele. Wir schreiben die mal nach unten hin. Die kann man übrigens auch in jedem Souvenirshop als Postkarte kaufen und das haben wir gemacht. Wir blenden euch das Bild mal schnell ein und wer jetzt Bock hat, die zu lesen, drückt einfach schnell auf Pause. Das lohnt sich. Und wer auf Kirchen steht, der ist in Vilnius genau richtig. Es gibt nicht weniger als 70 Kirchen in dieser Stadt, unglaublich. Einige sind noch in Betrieb, andere wiederum nicht. Einige wurden zerstört und einige wurden auch umgenutzt. Unter anderem haben die Sowjets in solchen Kirchen ihre Panzer geparkt. Andererseits hat man den Nationalsport Basketball, der hier in Litauen geliebt wird und wie als Religion gilt, unter anderem auch in Kirchen ausgeführt und macht das auch immer noch. Aber 70 Kirchen, da ist man ganz schön unterwegs. Eine davon ist diese hier, wirklich wunderschön. Und ja, der katholische Glauben, der wird sowieso in ganz Litauen sehr, sehr hoch gehalten. Man spürt das immer wieder, es hat überall Kreuze und demnächst kommt auch der Papst zu Besuch. Ja, diese Stadt ist laut, diese Stadt ist wuselig, aber sie ist auch richtig cool. Wir haben ja einen ganz kurzen Moment nach Kaunas überlegt, ob wir überhaupt noch nach Vilnius hineinfahren, weil uns Kaunas ja schon so gut gefallen hat. Und wir sind richtig froh, sind wir noch hierher gefahren, weil es ist echt eine richtig tolle und spannende Hauptstadt. Viele von euch denken wahrscheinlich Litauen, Vilnius, soll ich wirklich hier hinfahren? Ja, macht das. Diese Stadt, die kann man wahrscheinlich mit Graz zum Beispiel vergleichen. Wirklich wunderschön, alles geleckt, der ganze Boden sauber. Aber ihr fragt euch wahrscheinlich jetzt alle noch, aber essen die denn nichts? Natürlich waren wir schon ganz oft essen. Gestern, glaube ich, 3/4 des Tages, weil es war oft schlechtes Wetter. Also sind wir reingehuscht. Wir haben auch die Nationalspeise probiert. Das ist irgendein Gericht, das so ähnlich wie Zeppelin heißt. Das erinnert von der Form auch an Zeppelin. Ihr seht es jetzt. War nicht lecker? Es war halt einfach wenig gesalzen und das hatte sehr wenig Geschmack. Ja. Man kann sich das vorstellen wie Kartoffelknödel gefüllt mit Hackfleischfüllung, aber halt einfach irgendwie komplett das Salz und den Geschmack vergessen. Und deshalb hat es uns jetzt nicht so geschmeckt. Andere Nationalgerichte wären zum Beispiel die Pilzsuppe im Brot oder halt allerlei aus Teig, genau, Würste. Also diese Stadt hat wirklich unglaublich viel zu bieten, auch was das Essen angeht. Man kann hier sehr gut lokal essen gehen. Es gibt ja auch diese Karte vom Infocenter, wo die ganzen Nationalspeisen und die Restaurants aufgeschrieben sind. Wir verlassen die Stadt, 2 Städte in
3 Tagen, das ist ja wirklich die Ausnahme. Darum geht es für uns jetzt zurück in die Natur. Aber erst schauen wir noch, was der Parkplatz gekostet hat. Wir sind nochmal in einem Restaurant gelandet. Kleine Frage an euch. Für was hättet ihr euch entschieden? So Lust gehabt, nochmal litauisch zu essen, dass wir einfach uns nochmal in ein Restaurant gesetzt haben. Es war einmal Hering und einmal Kartoffelknödel, so kleine Knödel mit einer Specksoße und Sauerrahmsoße, dazu eine Cola und ein lokaler Eistee sozusagen. Und jetzt nimmt es uns natürlich Wunder, was hat das gekostet? Ihr kennt das Rätsel, wir haben das in Spanien schon mal gemacht. Schreibt unten den Betrag hin. Die 3, die am nächsten sind, bekommen von uns eine Postkarte. Wie gesagt, es war einmal Hering und einmal diese Kartoffelknödel. Jetzt geht es aber hier ums Zahlen. Wir müssen die Stadt langsam verlassen. In exakt einem Monat sollten wir ja schon im Tirol sein und wir dümpeln hier immer noch so ein bisschen rum. Jetzt probieren wir das mal aus. Schauen mal, ob wir hier als Auto durchkommen. Geben unser Kennzeichen ein. Da ist das Bild schon. Genau, dann kann ich aufs Bild klicken. Zack. Das kostet uns 3 Euro für 21 Stunden und 41 Minuten. Möchte jemand von euch vielleicht noch was sagen? 30 Cent die Stunde. 30 Cent die Stunde. Wobei, wir haben jetzt sogar noch einen Spezialtarif. Sehe ich gerade, das sind ja bloß 10 Stunden. Das ist der 24-Stunden-Tarif, der schon gilt. Sehr gut. 21 Stunden für 3 Euro. Macht das mal nach. Und fußläufig zum Zentrum. Ja. Wir sind vielleicht 6-7 Minuten maximal. Ich sag's nochmal, 30 Cent pro Stunde. Ja, das war's, kein Ticket. Los geht's. Wir haben den Stellplatz für unsere Nacht gefunden, direkt an einem See. Nach der Hauptstadt heute mit 700.000 Einwohnern gibt es jetzt ein bisschen mehr Natur, ein bisschen mehr Einsamkeit und ein bisschen einen schöneren Wildcampingplatz als die letzten 2 Male. Könnt ihr euch erinnern? Einmal war es ein Autobahnparkplatz, ein andermal war es, das weiß ich gar nicht mehr, ein Autobahnparkplatz? Ah, und in der Stadt. Klar, ja. Ihr habt es gesehen, es führt zwar eine Straße hindurch, aber wir sind ein bisschen nach hinten versetzt, haben eine wunderschöne Aussicht und ja, genießen jetzt den Abend. Steffi probiert heute das erste Mal im Omnia einen Hackbraten und ein Kartoffelgratin, einen Kartoffelauflauf in einer Form zu machen. Und da sind wir natürlich gespannt, ob das klappt. Ihr seid mit dabei. Ja, die 4. Nacht in Litauen. Ich kann es einfach nur einmal mehr sagen. Reisen ist tödlich für Vorurteile. Ihr habt es gesehen heute, Litauen hat echt was auf dem Kasten. Lohnt sich hierher zu fahren, lohnt die Städte zu besuchen. Einfach super, super cool, aber rein ins Auto. So ihr Lieben, jetzt konntet ihr mir die ganze Zeit über die Schulter schauen, dass ich hier irgendetwas am Zusammenbrutzeln bin. Und mittlerweile ist 1 Stunde später und ich glaube, es hat geklappt. Das ist das erste Mal, dass wir das ausprobieren und zwar war das Ziel, ein komplettes Gericht im Omnia zu machen. Wir haben jetzt hier einen Hackbraten gefüllt mit einem Ei. Und auf der anderen Seite, auf der anderen Hälfte des Omnia, da brutzelte eine Kartoffelgratin vor sich hin. Ob das funktioniert hat, so wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich habe keinerlei Trennung eingebaut, außer ein paar Kartoffelchen, ein paar Kartoffelscheiben. Ja, ich denke, ich packe das mal auf den Teller, schneiden wir das Ganze mal an und dann mal schauen, ob das funktioniert hat. Was sagt der Testesser? Also ich bin ja der Testesser und ich muss sagen, Steffis Idee ist einfach nur fabelhaft. Es hat wirklich funktioniert. Die Kartoffeln, die haben ein bisschen den Geschmack angenommen vom Sud, vom Hackbraten. Die sind sehr, sehr würzig, aber sonst ein 1A-Menü. Wirklich richtig geil. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass das funktioniert, aber da sehen wir mal wieder, Steffi ist nicht nur MacGyver, was das Fahrzeug angeht, sondern auch MacGyver in der Küche. Und ich lasse mir jetzt das richtig schmecken. Da drin hat es ja noch ein Ei versteckt. Und ihr schreibt jetzt mal alle drunter eure liebsten Omnia-Rezepte. Am liebsten
komplett aufgeschrieben mit Rezept, also wirklich das Ganze drumherum. Wir testen da momentan so ein bisschen aus, was man alles machen kann. Oder ich wirf mal schnell ein, wer kein Omnia benutzt, kann uns ja seine liebsten Ofenrezepte zusenden. Auch sehr gut, dann probieren wir das dann nämlich im Omnia aus. Ja, wollt ihr mehr so aus der Küche sehen, dann schreibt das noch dazu. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn euch das Video aus Vilnius gefallen hat. So ein bisschen eine andere Zusammenstellung aus der Stadt. Lasst uns gerne einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns morgen wieder genau von hier. Dann sagen wir auch, wie die Nacht war. Hoffentlich besser als die letzten zwei. Und ja, es wird wieder spannend beim nächsten Mal. Wir überqueren die nächste Grenze. Und das war's. Guten Appetit. Tschüss.